ein Mensch hinter der Plexiglasscheibe sitzen. Und wir haben sich gedacht, der wird schon wissen, was wir alles brauchen, damit wir heute noch nach Bayerbach kommen. Ich habe auf die Scheibe geklopft, weil der Kartenverkäufer hat dabei Zeitung gelesen, weil es braucht ja eh keiner, gingen ja eh alle zum Automaten. Nicht? Und wenn er mich anschaut und das Guckerl aufmacht, sage ich, zweimal Bayerbach, Reichenau, untere Tour bitte. Dem ist gleich einmal das Gesicht eingeschlafen. Nicht? Und dann hat er gesagt, Moment, so einfach ist es nicht. Wenn Sie untere Tour wollen, müssen Sie aber innerhalb von 4 Tagen wieder zurückfahren, weil sonst verfällt Ihnen die Karten. Fahren Sie innerhalb von 4 Tagen wieder zurück. Sag ich drauf, wir bleiben nur bis am Abend, wir fahren heute noch zurück. Drauf meint er, das ist innerhalb von 4 Tagen. Und schaut mir an, als möchte er mich fragen, ob ich gegen einen Bauernschranken gerannt bin. Aber ich habe mich dann eh gleich entschuldigt. Und ich war dann auch zufrieden und hat gesagt, na gut, wenn Sie beide ein Ticket gemeinsam kaufen, ist billiger, als wenn jeder eine Einzelkarten kauft und Vorradeln dürfen sie auch mitnehmen. Ich habe mir sicherheitshalber nicht gesagt, dass wir keine Vorradeln haben, weil sonst war sicher wieder irgendeine so depperte Meldung über die Pferde kommen und der Frankie war eh schon ziemlich heiß. Darum habe ich nur gesagt, in Ordnung, ein Gemeinschaftsticket bitte. Der Kartenverkäufer hat auf seinen Computer mal umtippt, hat die Karten ausgedruckt, legt es auf den Drahtteller und sagt, das macht 54,80 € bitte. Und man denkt mir sehr, günstig ist anders, aber wurscht. Ich zahle ihm die Karten und frage ihn, auf welchen Bahnsteig müssen wir denn einsteigen bitte? Drauf meint er, in Meidling. Wie bitte? Ja, hab's mich schon verstanden in Meidling, weil wegen Gleisbauarbeiten kann ich einen Zug nicht vom Südbahnhof anfahren. Aber gehen Sie zur Zugauskunft, ich sage Ihnen das genauer, gleich da fuhren bei der Tür rein. Der macht das Guckerl zu, nimmt sich seine Zeitung und lässt uns aufklären. Also sind wir zur Zugauskunft gegangen, die dort haben uns das da mit den Gleisbauarbeiten noch einmal erzählt und haben uns aber auch gesagt, dass wenn wir jetzt gleich vom Gleis 22 mit der Schnellbahn nach Meidling fahren, sind wir um 13:48 Uhr dort und haben um 13:52 Uhr einen Anschluss nach Wiener Neustadt. Dort müssen wir dann noch einmal umsteigen, aber dann gehen wir schon direkt nach Bayerbach-Reichenau. Und wie wir gefragt haben, von welchem Bahnsteig der Zug in Meidling dann wegfährt, hat er nur gemeint, das wissen er jetzt auch nicht so genau, aber dort gab es eh Monitore zum Nachschauen und wir hätten ja eh 4 Minuten Zeit zum Umsteigen. Gut. Sind wir dann halt mit der Schnellbahn nach Meidling gefahren und haben uns dort gleich so einen Monitor gesucht und dort ist drauf gestanden, Wien-Meidling, Wiener Neustadt, Bahnsteig 5, Abfahrt 13:52 Uhr. Wir rennen zum Bahnsteig 5, weil 4 Minuten sind gar nicht so lang. Hirschen die Stirn auf und es kommt kein Zug. Und es stehen auch keine Leute da, die auf einen Zug warten. Und wie ich mir denke, sind wir die Einzigen, die was da nach Wiener Neustadt fahren, kommt eine Durchsage, Achtung, Bahnsteig 3, Regionalzug RJ 55 nach Wiener Neustadt fährt ein. Bahnsteig 3? Aber auf dem Monitor ist ja Bahnsteig 5 gestanden. Nicht? Wir rennen die Stirn wieder runter, durch den Tunnel durch, die Stirn zum Bahnsteig 3 wieder rauf. Ein junger Bursch blockiert für uns die Tür, damit uns der Zug nicht in den Arsch fährt und meint, dass wir mit dem Pferd schneller gewesen waren. Und die zahlen Frankie gleich weiter, weil den wollte ich sofort ansatzlos eine anrufen. Und wir lassen sie in einen Coupéwagen in die Sitz reinfallen. Endlich sind wir im Zug. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir fahren zum